Es geht nach oben und wieder nach unten. Im Leben wie auf der Krinoline. 1924 gebaut, 1925 zum ersten Mal auf der Wiesn. Die Grande Dame unter den Karussellen. Inzwischen wird das Fahrgeschäft in 4. Generation von Matthias Niederländer betrieben. Es war immer im Familienbesitz, wobei meine Urgroßoma sozusagen in 2. Ehe eingeheiratet hat. Deswegen gab es da den Namenswechsel. Quasi mein Stiefurgroßopa war praktisch der Gründer von der Krinoline. Also wie schaut's aus heute mit dem Doppellooping? Doppelloopings bei 15 Stundenkilometern. Ja, freilich. Ja, Herrschaften, es ist wieder soweit. Wir haben Höchstgeschwindigkeit erreicht. Die Fahrt in der Krinoline ist eine Mischung aus Walzer und Polka. Und das seit über 100 Jahren. Einmal vor 90 Jahren wurde das Karussell technisch erneuert. Seitdem wird die Wellenbewegung durch diese ausgeklügelte Mechanik erzeugt. Zuvor waren sogenannte Schaukelburschen für das Auf und Ab verantwortlich. Leider gibt es auf der ganzen Welt kein Bild mehr, das die Männer bei ihrer vergnüglichen Tätigkeit zeigt. Die mussten sich im Prinzip hier irgendwie an diese Glocke dranhängen und durchs eigene Körpergewicht dann diese Wellenbewegung erzeugen. Matthias Niederländers Urgroßopa Michael Großmann machte schließlich die Erfindung, die die Schaukelburschen für immer überflüssig machte. Ein elektrischer Antrieb mit Schwungrad, Lederriemen und vor allem einem Mast, auf dem oben Metallfedern für die Wellenbewegungen sorgten und bis heute sorgen. Das ist das Herzstück, ja. Das ist einmalig, das gibt es sonst nicht mehr. Hat es auch kein zweites Mal gegeben. Das war ein Patent von meinem Urgroßopa. Der hat sich das ausgedacht und ausgetüftelt. Und jetzt, zum 100-jährigen Jubiläum auf dem Oktoberfest, heuer eine Welturaufführung, intoniert von der Stadtkapelle Starnberg. Die Krinolinenpolka. Komponiert vom ehemaligen musikalischen Leiter des Residenztheaters München, Rudolf Gregor Knabel. Die Idee war heute, es sollte ein bisschen was so Nostalgisches haben, über die 1920 Jahre vielleicht in München, so ein bisschen was vom Theater und Varietät. Ich habe das genannt, den Stil, also das Polka, aber Monacos, also eher so städtisch, müncherisch. Großer Aufmarsch für ein kleines Karussell. Neben dem Krinolinenwalzer, den es schon länger gibt, jetzt endlich auch eine Polka im Monaco-Style. Die Krinoline ist eines der wenigen Karusselle weltweit, bei dem die Musik noch live aufgeführt wird. Meistens von der hauseigenen Krinolinenblaskapelle. Aber regelmäßig treten auch Gastmusiker auf. Und das sind nicht nur traditionelle Volksmusikanten. Die Musiker selbst haben sehr, sehr viel Spaß daran. Es ist einfach eine absolut spezielle Location. Und wir haben viele, die können schon bald zum Inventar, die sind so lange treu. G-Rec und die Landlergeschwister zum Beispiel. Alternative Volksmusik. Nichts passt besser zur Krinoline wie das. Die Krinoline hat vieles erlebt. 100 Jahre auf und ab. Gefällt's euch? Ja, diesmal gut. Statt Tempo und Nervenkitzel einfach diese Lässigkeit. Ja, es gehört dazu. Wenn man da ist, fahren wir gleich mal hin.
X, ja, was das dazu? Das sind Kindheitserinnerungen. Es ist jetzt nichts Wildes, aber es ist einfach schön, es ist alt, es ist nostalgisch. Und gemütlich. Und gemütlich. Ich habe mal gemeint, das ist so ein Karussellgerät an Lehrschaften. Aber durch das Auf und Ab, das ist ja wie so ein Wellengang. Da muss man aufpassen, dass man nicht seekrank wird. Ja, die Krinoline ist auch wild. Die Bewegung wie eine Welle beim Surfen. Man muss sie reiten. Auf weitere 100 Jahre.